Und somit herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge Planet Zoo, Folge Nummer 29. Hallo. Chaka, unser schwarzes Schwein wird bald an Altersschwäche sterben. Nein! Ja, auf jeden Fall, schön habt ihr wieder eingeschaltet. Schön seid ihr wieder dabei bei dieser neuen Folge in unserem wunderschönen Zoo. Und ja, dann gehen wir gleich rein in die Olga. Chaka. Nein, du kannst. Chaka. Warum kann ich nicht Play drücken? Ah, no. Okay. Nein. Chaka. Oh nein. Ja, bequem gestorben wenigstens. Oh. Das ist doch eins von unseren ersten Viecher gesehen, oder? Oder eins von unseren ersten Geborenen. Oh Mann. 17,6 Jahre. Also mal jemanden holen, wie das sie da nicht so rumliegt. Mach's gut auf dem Weg über den Regenbogen, Chaka. Rest in Peace, Chaka, in die Kommentare. Ah Mann, so, ist das laut wieder da. Ich muss noch ein den Kopfhörer zurücknehmen. So. Ich habe mir etwas überlegt, weil, sorry Zirbo, ich habe keine Gibbons gefunden. Aber ich habe etwas anderes gesehen, das wir da reinschmeißen können. Wie wär's mit Galapagos Reiseschildkröte? Das ist doch eine Idee, oder? Und die sterben so nicht so schnell davon. Ich glaube, die haben recht hohe Lebenserwartung. Beziehungsweise sie sind schon alt, wenn wir sie kaufen. Lul. So. Ja, wissen wir. Okay, wir nehmen mal ein Weibli. Da haben wir eine 33, dann nehmen wir die jüngere. Hm? Aufnehmen. Und ein Männchen, knackige 28, der ist dabei. So, jetzt haben wir die da im Handelszentrum. Warum haben wir denn da noch? Wir haben noch Gudleu im Handelszentrum. Warte, was haben wir da alles für Viecher noch? Eieieiei. Okay. Auf jeden Fall an Zoo senden. Ungültiger Zielort. Ah, warte jetzt mal. Wir, Idioten, haben beim letzten Mal noch etwas vergessen. Für das aus dem Ganzen hier ein Keg wird, sollten wir vielleicht auch noch eine Tür einbauen, nicht wahr? So. Da haben wir ja ein Mitarbeiterhäuschen und wenn wir da eine Tür machen, können die da von da hinten da dazu. Bauen wir aber noch schnell den Weg. Wie baut man schon wieder einen Weg? Mann! Bau? Wege! Wie wär's, wenn ich auf Wege drücke? Das wäre doch eine Idee, oder? So. Und wenn jetzt... Nein, das geht nicht. Mitarbeiterwege und dunkel. So. Ist das der gleich? Ja. So. Wunderschön. So. Dann haben wir hier jetzt ein Keg, das viel zu hohe Mauern hat. Was ja eigentlich Wurst ist, weil es ja aus Glas mit Säckbür. Tierhandel, Tieraufbewahrung, Galapagos, an Zoo senden. Yeah! Vom Zoll beschlagnahmt. Ich könnte nicht mal so. So.
wieder ausgesehen, als wäre es nicht der gleiche Weg, aber das ist alles gut. Gut, lassen wir die mal kommen. Gut, eigentlich können wir jetzt das Ding noch ein bisschen, gleich noch ein bisschen runterziehen, oder? Kann ich nicht das Ganze nehmen? Da muss ich. Ich habe das vorhin gemacht. Verdammt. Okay, wir lassen so. So, jetzt warten wir echt schnell auf unsere Galapagos-Schildkröte. Was ist jetzt hier wieder los? Das Tier befindet sich... keine Ahnung. So, komm, gib ihm den Butzi. Halt, stopp. Kurzli! Netzgiraff steht kurz vor der Rindzucht. Sweet Home Alabama. Homie. Und ihr zwei dürft ihr, oder wie? Kurzli, ich habe den Überblick nicht mehr. Also das da ist... ein Mädchen, ist das seine Mutter, oder? Das kann doch nicht Mutter... Nein, das ist... vermutlich die Tochter. Nein, das ist die Mutter von ihm. Ist aber kleiner. Ist das, was ein Weibchen ist? Ich bin lost. Auf jeden Fall. Machen wir das gescheiter mal so. Tschaußen. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. So. Ist jetzt mal endlich einer unterwegs daher? Wo bringt uns unsere hure Schildkröte? Oder habe ich hier irgendwie den Weg... Ah, nein, da sind sie. Alter, da wollen wir mit dabei sein. Da wollen wir mit dabei sein. Ja, moin! Es ist ein Doppelkopf-Schildkröte. So, bevor wir uns die genauer reinziehen, wollen wir natürlich das Gehege anpassen. Sonst verdoppeln uns die, bevor wir irgendetwas geschafft haben. Also, sie brauchen mal einen safe, stabilen Rückzugsort. Was ja eigentlich auch logisch ist. Gehege. Jetzt gehen wir hier mal Galapagos. Warum kann man da keine Rückzugsorte? Hier mal so etwas her. Ich weiß nicht, ob die noch ein Dach über dem Kopf haben oder ob die das nicht brauchen. Eigentlich ja schon, oder? Aber warum kommt der nicht? Scheiße, kommt wieder da ein Zeug drehen. He? Shift Z, Shift R. Scheiße, wie hat man Zeug dreht? Jetzt haben wir den Salat. Scheiße. Mann. Ah, okay. Nein. So. Ich weiß nicht, ob die nicht da reinkommen überhaupt.
Viel zu wenig Rückzugsorte für alle Tiere. Die geben wir jetzt 2. Die können doch hierher chillen. Ja, Item kommen wir machen mal den Rest. Also Gras kurz braucht es mehr und weniger längs. Also, Gehege, Natur, Gelände, Gras kurz. Ja, braucht es dann noch Sang, hä? Okay. So, und dann Sand. Das sieht schon mal gut aus. Wobei ich muss sagen, es sieht einfach scheiße aus mit dem langen Gras. Und dann noch ein bisschen wegmachen. Nice. Okay. Dann ist das alles soweit okay. Pflanzentechnisch ist okay. Lebensqualität so gar nicht. Gehege. Galapagos. Also, die braucht sicher mal Wasser. Ein Wasser. Da vorne beim Weg, dass dafür kann man trinken. Einen grossen Futtertrag. Und dann einen Hundebau, warum auch immer Galapagos Schildkröte mit denen spielen. Einen kleinen Bau. Wasserschüssel klein. Da so ein bisschen Kräuterding. So eine. Kleine Eisballbeschäftigung, okay. Sprinkler her, du. Ich wollte sagen, brauchen die kein Wasser? Kein Wasserding. So, okay. So, jetzt einfach den stabilen Rückzugsort brauchen sie. Die brauchen kein Wasser, hä? Okay, krass. Ich denke, die brauchen noch einen Dümpel. Hey. Willst du mal weggehen? Da hier. So, jetzt können wir doch das da einfach in diesem Fall kopieren und nochmal nebendran setzen, right? Oder geht drüber. Vielleicht noch mal. Vielleicht noch einmal hier. Weil die Idee wäre natürlich nicht, dass wir dann mit der Zeit ein bisschen mehr bekommen. Und dann wären wir schon mal gewappnet. Zu wenig Rückzugsorte für alle Tiere. Ja, was wollen denn die Rückzugsorte irgendwie? Also gesehen werden, sie sehen ja nicht, dass sie gesehen werden. So. Müssen wir denen dann natürliche Dings bauen irgendwie? Natur, irgendwie mit Steinen vielleicht ein Häuschen bauen? Ich weiß es nicht. Mal schauen, ob es irgendwie einen Einfluss hat. Wenn ich jetzt da mal so und so. Wow. No. Das kann ich. Ich bin gut in dem. Ja. No Einfluss. Okay.
Schön probiert. Ja, was wollen die für eine Rückzugsort? Schild. Kröten. Das sind ja die wir haben. Wollt ihr denn noch eins aus Holz oder so? Ja, ist das vielleicht das Problem? Sind die anderen zu hoch? Aha. Aha. Okay. Okay. Also das bringt aber gar nichts hier, hä? Ja mal, so klein, aber das ist nicht das, was ich eigentlich will. Alles klar. Ja gut. Dann, tun wir das mal da her. Das mal da her. Das mal da her. So. Dann seid ihr voll zufrieden, oder? Yes, baby. Platz habt ihr auch genug. Nice, okay. Die Leute feiern es auch schon. Nicht mal vielleicht. Genau, da müssen wir nämlich jetzt... wie ist es gegangen? Einrichtungen. Wo sind wir denn hier? Picknick Baldachin. Okay. Info. Gehege, Info, Tafel, Set. Einmal hier. Und einmal hier. Über die Galapagos. Einrichtung ist ausgefallen. Ja, ich komme ja. So. Dann haben wir noch eine Spendenbox. Hallo? Dann noch eine Kitze. Die sind doch vom Aussterben bedroht, oder? Die Galapagos-Schildkröte. Die züchten wir jetzt wieder rauf. So, jetzt müssen wir mal schauen, was da genau los ist. Fahrgeschäft hat keinen Nein, nicht Inzucht. Hey, au, da. Hey, kannst du mal aufhören da? Ja, wow, welcher ist es jetzt? Die machen da irgendwie Family Gangbang, oder wie? Aber es sieht cool aus. Doch süß. Wenn man nicht weiss, was sie jetzt da machen. Würdest du aufhören, Inzucht zu machen? Würde ich einfach verhüten. Oder? Da ist das Problem auch gelöst. Vorläufig. Das Problem ist halt, ich habe keinen Überblick mehr, wer zu wem gehört, wieso und warum. Ich weiss nur, dass wir hure viele Elefanten haben langsam. Finde ich gut. Und irgendwie haben wir keinen Strom. Ist das kaputt, he? Ja. Und die Leute hocken hier im Bändchen fest. Ja moin. Sie haben die gute Laune noch nicht verloren.
ja, ich hoffe, da kümmert sich bald jemand drum. Oh, die Flamingos vermehren sich auch wie ich weiss nicht was, hä? Alter, schau. Oh, wie viele Flamingos wir hier schon haben. So, und mit diesem wunderschönen Bild von unseren Flamingos sind wir schon wieder bei über 20 Minuten. Hey, 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 die Zeit vergeht in diesem Spiel. Und dann sage ich, ich bin lost. Wir sind über 2,2 Millionen. Nice, unser Drogengeld rendiert sich. Übrigens, hätte ich auch mal wieder Bock, man könnte mal wieder ein Ründeli Drug Dealer vielleicht sogar anzocken. Ich weiss nicht, ob es etwas Neues hat gegeben in der Zwischenzeit dort. Oder wie es so aussieht. Oder ob wir mal neu starten und dann mit Grasdealen anfangen, anstatt... kann ich auch mal machen. Die müsst mir mal ein bisschen in die Kommentare schreiben, auf was ihr so Bock hättet. Oder auf irgendein anderes Game. Auf jeden Fall sage ich merci viel mal fürs Zuschauen. Merci, seid ihr mit dabei. Merci für den Support. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Abo dalassen, ein Like dalassen, einen Kommentar dalassen, ein München dalassen. Liebe geht raus. Merci vielmals. Wir sehen uns übermorgen zu einer neuen Folge. Warte. Tier ist entkommen. Oh oh. Und das sehen wir übermorgen. Bis gleich, Timoji. Ciao.